Je hoort je nu een plottige radiostation, de Brig 107.7 FM in Elmer, Ontario. En we hebben hier waar Onse Jeschicht, geschreven van George Rempel, Winkler, Manitoba. George is zelfs einer van die in Mexico gewoond heeft, opgewassen is, door lang Schulere geweest, heeft ook hier in Elmer gewoond, woont nu in Winkler, en hij merkt zich veel mee Onse Geschichte op te schrijven en de hier uit te merken. Ditmaal handelt het waar meer van hier van deze omgegend, Elmer in Zuid-Ontario. Ik zie Herrn Rempel en ik wens je een goede aanvang. Onse Jeschicht Nummer 74. Ditmaal vertellen we eerst noch mehr von wat onze Mennoniten für einen Beitrag gemerkt haben zu der Ontario-Wirtschaft oder Economy. Und dann wollen wir uns was davon vertellen, wo die von Lateinamerika nach Manitoba gekommenen mennonitische Kolonisten in Manitoba wohnen, wo sie in Kirchengemeinschaft pflegen, wo sie arbeiten und wo und was für Geschäfte sie haben und so weiter. Sehr viele von unseren Mennoniten in Ontario sind Truckfahrer geworden, für große Trucking Companies, meistens Modemaner, aber auch einige frühers. Etliche von unseren Lied sind morgen früh Truckfahrer. Viele von unseren Truckfahrer ihnen ihre Trucks und arbeiten damit für große Trucking Companies. Einige haben sogar ihre eigenen Trucking Companies. Viele von unseren frühesten Märkes sind Köcher oder Cooks oder Bediener, Kellnerinnen oder Waitresses, wie wir das sagen wollen, in Restaurants. Andere ihnen mit ihren Manitoba-Restaurants und sind Arbeitgeber geworden. Viele andere von unseren Frühlied arbeiten als Köcher oder als andere Kirchenarbeiter oder als Wascher in Altenheimen und in verschiedenen anderen Institutionen. Viele sind Nurses oder Nurses Aides in Hospitalen oder Altenheime. Noch andere sind Schullehrer geworden, entweder in mennonitische Privatschulen, Ontario Public Schulen oder in Englisch als zweite Sprachklassen. Andere Frühlied sind Hairdresser, Haaraufschneider. Noch andere arbeiten auch in kleinen oder großen Fabriken. Viele, sehr viele von unseren Mennoniten arbeiten in Ontario in Kornfabriken und in andere kleine oder große Fabriken. Eine ganze Anzahl von unseren Lied eigenen kleine oder große Fabriken und sind auch Arbeitgeber geworden. In Windsor, Ontario, eigent Peter Friesen dort geschafft Essex Weld. Er hat durchweg wenigstens 20 Arbeiter in seiner Fabrik schaffen, wo sie viele verschiedene Automotive Parts, Kornparts merken, für Kornfabriken und auch andere Sachen. Und dann, so sagt Peter Friesen, haben wenigstens noch 15 andere von unseren Mennoniten auch in Windsor eigene Fabriken. Und an jeder eine von diesen Fabriken sind von 25 bis 50 Arbeiter. Und alle Fabriken sind meistens so eine Arbeiter, die auch von Lateinamerika gekommen sind oder von denen er noch gekommen sind. Und die meisten von unseren Mennoniten ihre Fabriken in Windsor waren meistens Kornparts, Automotive Parts gemerkt. Dicht bei Talbotville, Ontario, eigent einer von unseren Mennoniten die große North Star Fabrik, wo meistens Fenster in deren gemerkt wurden. In dieser Fabrik arbeiten durchweg über 200 Arbeiter. Meistens solche, die auch selbst von Lateinamerika nach Ontario gekommen sind oder von denen er noch gekommen sind. Bei Elmer eigent David Thiessen eine Fabrik, wo Schneeplay, Zementmischer für Zementtrucks und verschiedene andere Dinge gemerkt wurden. In dieser Fabrik arbeiten durchweg 30 oder mehr Arbeiter, auch meistens von Lateinamerika gekommene Mennoniten oder von denen er noch kommen. Will en Annie Ens eigenen de Fabrik Advanced Stainless. Will fängt das Geschäft ganz klein in seinem Van an. Aber nu, 2005, ist das so groß geworden, dass sie mehr als eine Dutzend Arbeiter brauchen.
Sie merken allerhand Maschinen von Stainless Steel für Käsefabriken, Batterien und Pharmaceutical Companies. Sie bauen auch spiegelvorige Ports für große Trucks und Trailers. Sie sind nu dabei mit ihrer Fabrik von Tilsenburg, Neu-Elmer, überzusiedeln und auch ihren Wohnplatz dahin zu verleihen. Zwei Brüder, Ben und Peter Rempel, een in der Fabrik Ramtech Industries on Walker Road, osten von Elmer. Sie fangen ihre Fabrik im Jahr 2000 ganz im Kleinen an. Nu im Jahr 2005 haben sie 9 Vollzeit- und 3 Part-Zeit-Arbeiter. Sie arbeiten mit computerkontrollierte Drehbänken und merken damit meistens allerhand Ports für die verschiedenen Industrien, und zwar so, als die Bestaller oder bestellende Industrien die selbst designt haben. Das Wort Design und Designer stehen in dem langen Schätz-Großwörterbuch aus Deutsche Wied. Cornelius Peirampel hat die ungefähr geteilt und er sagt, in der Elmer, Ontario, umgehend in unsere Mennoniten, büter die, was hier genannte Geschäfte, noch 40 andere Geschäfte. So aus Elmer Flooring, Benman Auto Repair, Benman Noodles, Bergen Mac, Shop, BL Clothing, Canada Trailer, Country Repair, Creative Enterprises, CRW Manufacturing, Elgin Furniture, Endeavor Enterprises, FC Fabricating, Fair Construction, Four Seasons Sunrooms, Tropical Sunrooms, Friesen Excavating, Fraze Excavating, Ginter Homes, GP Auto Service, Hacienda Road Cafe, Harms Carpentry, Classen Canning, Classen Red, Classen Construction, Compaction, Lanier Healthcare Canada, Mr. Natural, Manomax, North End Truck Center, Pete's Auto Sales, Peter's Paving, Spare Moments, Tricorp Trucking, Upfront Sales and Service, Upper Crust Restaurant, Watt Sales and Service, Weeb's Transport, Weeb's Wheels, Weeb's Wrought Ironworks, and Zacharias Excavating. Und man sagt uns auch noch, dort in der Elmer umgehend über 400 von unseren Mennoniten Trucker sind. Bill und Tim Rampel ihnen ein Geschäft in St. Catharines. In den Wintermonaten arbeiten sie mit 5 schneidloser Trucks. Und im Sommer haben sie bei 5 Arbeiter in donen Landscaping und Rasenpflege oder Lawn-Care Arbeit. Sehr viele von unseren Mennoniten sind Bauhandwerker, Bauarbeiter, für Baucontractors oder Geschäfte, was diese bauen, von Windsor bis Leamington und Chatham, bis Aylmer, bis St. Thomas und London, bis Kitchener und St. Catharines. Viele andere haben selbst so eine Baukontraktgeschäfte und sind Arbeitgeber. Viele andere sind Subcontractors für die Baucontractors. Viele von uns von Lateinamerika und Süd-Ontario gekommene Familien arbeiten in Ontario in Reinhäuser. Etliche Familien haben durch ihre eigenen Reinhäuser und sind auch Arbeitgeber geworden. 3 von unseren mennonitischen Männern einen Taub ein 36 Acker großes, modernes Reinhaus in der Leamington-Gegend und brauchen viele Arbeiter, meistens auch von unseren Mennoniten. Viele junge Männer sind Computertechniker oder Computerprogrammer geworden für die verschiedenen Geschäfte in kleine und große Städte. Einige haben eigene Computergeschäfte in den Städten. Von unseren Mennoniten eigenen in Ontario auch wenigstens ein Motel, einen Golfplatz und haben Hausdekorierungsgeschäfte, Haarschnieder und verschiedene andere kleine Geschäfte. Ich weiß, ich habe noch lange nicht alles genannt, was unsere Mennoniten in Ontario tun und was sie alle für Geschäfte eignen. Aber ich glaube, was ich gesagt habe, ist genug Beweis dafür, dass unsere Mennoniten von der einen bedeutenden Beitrag merken zu der Ontario-Wirtschaft oder Ökonomie. Nicht nur durch Arbeiter sind für Gemüse und Obstformen und für Feizüchter und Malterien,
en in so viele verschiedene Fabriken en op viele andere Städten, aber auch durch eigene Geschäfte haben und viele Menschen Arbeit geben. Duizenden oud-kolonische samenvelsche en kleingemeensche Mennoniten wonen uit mennonitische Kolonien van Latinamerikanische Länder naar Ontario gekommen sind. In den er kommen, haben sich in ihrem neuen Land verstanden so einzuleben, dass sie dort produktiv sein können. Sie haben sich in Ontario meistens so integriert, dass sie viele mennonitische Lebenswerte aufrecht holen können, auch wenn sie dort nicht dort verreicht haben, in isolierte Kolonien zu leben und zu formen zu sein, so als ihre Väter dort für etliche Generationen gekonnt haben auf isolierte Kolonien in Russland, Kanada und in verschiedene latinamerikanische Länder. Und dort ist auch wundervoll und lobenswert. Meine Früher und ich haben von 1980 bis 1992 in Süd-Ontario gewohnt und gearbeitet. Und vieles von was ich von unseren Mennoniten in Ontario verteilt habe ich durch eine Beobachtung in dieser Zeit gelehrt. Und vieles habe ich durch meine Beobachtung all von den 1950er Jahren an gelehrt. Aber bei meinem Reitmerken, um unsere Ontario-Geschichte vertalen, habe ich mich doch noch viele Sachen mit vielen in Ontario wohnenden Personen befragt. Mit so vielen, dass, wenn ich den ihre Namen hier alle abreden will, dann würden mir die nicht mal gerade so schwind alle beifallen. Aber ich will hier nu zu ihr alle von Herzen ein Dankeschön sagen dafür, dass sie mir mit unserer Geschichte in Ontario so viel geholfen haben. Nu willen we ons wat davon vertalen, hoe die van Latinamerika naar Manitoba gekommene mennonitische Kolonisten in Manitoba wohnen, wo sie in Kirchengemeinschaft pflegen, wo sie arbeiten, und wo und was für Geschäfte die hier haben und so weiter. Aber erst will wir von 3 oder 4 Dingen was vertalen, von denen wir eigentlich all meist am Anfang hatten was vertalen gesollt. Aber dann hatte ich noch zu wenig davon gelesen oder abgefangen. Eins ist, wo nehmen unsere Väter, als sie 1875 bis 1880 von Russland nach Manitoba gekommen wären und hier auf die mennonitische Wasserreserve ansiedelten, dort Bühalt her, zum ihre Wohn- und Stallgebiete bühen. Und zweites ist, wo wird das Bühalt gereiht, um die erste oud-kolonische Kirche in Rheinland Manitoba bühen. Wann naja und wo wird das Gebiet gebaut? Ein drittes ist, was hat das für einen geschichtlichen Wert, zu verstehen, was der Postweg war oder bedient, von wonem unsere Väter in Mexiko noch manchmal was vertalten, als wir noch Kinder wären. Nummer 4. Wat voor Schlittschuh-milkende Blumen oder Jungs sich zum lang den Pembina River noch nicht North Dakota ranen. Wo nehmen die Mennoniten von Russland, als sie auf die Wasserreserve in Manitoba angekommen wären, dort Bühalt her zum ihre Wohngebiete in Stalling bühen? Ich hatte, als ich jung war, viele Geschichten gehört, was unsere Väter damals einander vertalten, von wo ihre Vaters in Manitoba in ihre Pionierjahren mit Außenvortiger von über die Grenze uit North Dakota in den USA ihr Bühalt und manchmal auch ihr Brennholz geholt haben. Aber diese Geschichte gehört zu haben, dass wir alles, was ich von den mennonitischen Pionieren ihren Bühalt und Brennholz holen mussten, aus den USA wisst. Und nu, dass ich mehr Einzelheiten davon weiß, glaube ich, was die meisten von ihr dort interessieren, davon was zu hören. Denn das ist wichtig, dass wir auch das Part von unserer Geschichte abbewahren für unsere Nachkommen, für die kommenden Generationen. Wir sehen uns allmal, dass viele mennonitische Einwandererfamilien von Russland sich
die Fort Dufferin, Manitoba im Sommer 1875 angesammelt hadden. En dat ze alle daar blijven moesten, wat dorpen en buursteden vooraan op de Wasterzarp aangemeten worden waren. En ook dat Isaac Miller door bij Fort Dufferin al gewählt worden weer als de voorsteher op de Fürstenländer en Ölkolonie ihre nieuwe Siedlung in Manitoba. En nu nemen de mennonitische Einwanderer er Buhalt her. Als Wohnhuis haben de meeste mennonitische Einwandererfamilies sich op vereerst für den ersten Manitoba Winter eine Sammlung gebaut. En dort gebruikten sie nicht sehr viel Buhalt. Dann de Sammlung wordt 3 bis 4 Show in de Erde gegroofd. En dan worden de buitenwegen op de Erde nog 3 bis 4 Show von Weeszoden abgefliegt. En dan wordt een breder dak über de Sammlungwegen gebouwd en dat dan ook met Weeszoden belast. Aber sie mussten Papier, Rinder en Vadervieh ook nog zum Winter einen Stall haben. En op ihrem Wasterzarp Prairieland weer sehr wenig Wald. Wo nemen de pionieren dan zo schwind al dat Buhalt her, om de neue Winterwohnungen voor Vieh en Menschen bouwen? Bruce Wiebe van Winkler, Manitoba, ist ook een Geschichtsforscher. En hij heeft aan dem Pembina County Courthouse, Register of Deeds Office en Cavalier, North Dakota, en de oude titelbeker bewies te vergevangen dat de Mennoniten wisten, wo sie an ihre neue Heimat so schwind als möglich zu Buhalt kommen können, ihre Gebiete in der neue Heimat noch für die strenge Wintermonaten bühen zu können. Sie haben kurz, als sie in Manitoba bei Fort Dufferin angekommen wären, in ganz an die Manitoba-North Dakota Grenze ansiedeln wollen, in North Dakota goudet Waldland gekauft. Die Pembina River rannt von Manitoba in südwestliche Richtung, so wie 15 Mil Westen von Blumenfeld über die Grenze in North Dakota hinein. In North Dakota rannt die dicht bei der Manitoba-North Dakota Grenze krauslich im Osten hinein, aber dort, wo er in den Red River hinein rannt. En lang diesem River, lang dem Pembina River, wie viel gouder Wald. Veel kleine en grote Eikenbäume en ook veel grote en kleine Fichtenbäume. En de Pembina River Wald kon veel gouden Eikennet en Fichtnet Buhalt gemerkt worden in Manitoba en ook in North Dakota. En de Manitoba Wasterzarp ligt ganz aan de grens tussen Manitoba en North Dakota. Aber für de meeste pionieren wie dat Pembina River Waldland aan dem River wonen op steden weniger als 1 Mil von der Grenze in North Dakota bij de Mennoniten ihre Dorpen am Osten hinein vorbeigeht, veel noorder als dat Waldland aan demselben River 15 bis 20 Mil westen von Blumenfeld en Hochfeld in Manitoba. En wils dat Waldland aan de North Dakota ziet, zoveel dichterbij weer vooraan als dat Waldland in Manitoba, kauften de mennonitische pionieren op de Wasterzarp in Manitoba sich Waldland über die Grenze in North Dakota. Denn sie hatten meistens noch mal Ossen zum Fahren, oder zum Fuhren, und damit ging das Fuhren mal sehr langsam. Bruce Wiebe hat in Cavalier, North Dakota, in den ihre oude Landtitelbeker gefangen, dat Vorsteher Isaac Miller al am 4. Oktober 1875 160 Acker Waldland gekauft hat, von einem George Reed für $1000 bares Geld. En al am 31. Juli 1876 hat Vorsteher Miller am Pembina River in North Dakota noch 80 Acker Waldland gekauft für $362,50. En im September 1878 noch einmal 803 Acker für $5.000. En dan nog 320 Acker für $2.000. Also die Gemeinde oder das Ölkolonische Kolonisamt 1878 al 1043 Acker Waldland in North Dakota. Dit land weer alle top op Vorsteher Miller zijn namen verschreven. En buiten die 1043 Acker Waldland
Wanneer de gemeente oder dat Koloniesamt in North Dakota eend, hadden ook einzelne Mennonitische Pionierformen vanaf de Wasserreserve in Manitoba door aan Pembina River privaat woudland gekauft, oder Woudlanderien gekauft. Johann Wahl van Blumenart, Manitoba, kauft door 1878 160 Acker woudland voor $450. En David Peters, ook van Blumenart, kauft door eerst eenmaal 160 Acker woudland voor $1000 en dan nog eenmaal 20 Acker voor $450. En dan, no 1878, kauften nog immer mehr Wasserreserve Mennoniten woudland in North Dakota aan Pembina River. We moeten hier voor dit mal weiter aufbreken. Nächstes Mal vertellen wir erst noch mehr von den mennonitischen Einwohnern ihrem Woudland Käpen in North Dakota und dann von den mennonitischen Pionieren ihrem Kirchbü in Rheinland, Manitoba. But nächstes Mal, ich sehe George Rempel.